Hallo miteinander, herzlich willkommen zur 159. Folge vom Volline Podcast. Und André, wir können behaupten, wir sind wahrscheinlich der einzige Sportpodcast in der Schweiz, der vom Neo-Bundesrat Martin Pfister gelost wird. Ja, hallo zusammen. Wir sind stolz Bundesratspodcast. Nein, das wäre jetzt völlig übertrieben. Aber vielleicht, wie ihr es mitbekommen habt, ist der Martin Pfister aus dem Kanton Zug, ehemaliger Gesundheitsdirektor und eben unter anderem auch Sportdirektor vom Kanton Zug, neu Bundesrat geworden. Und das Lustigste ist, dass der Oski, wo der Martin Pfister gewählt wurde, mir gerade geschrieben hat, hey, du, ist da nicht einmal eine Anekdote gewesen mit der Martin Pfister hat mal voll reingelassen. Ja. Und dann ich so, what? Stimmt, Alter, es war wirklich so gewesen. Wir können das Bild sogar nachher auf Insta laden. Am Rotsee ist er schauen, das weiss ich noch. Und dann habe ich mit ihm geredet und dann hat er so gesagt, ja, eben, und du hast doch da noch so einen Podcast, oder? Und habe ich mal im Fall reingelassen. Und ich so, okay, dort habe ich es schon recht speziell gefunden und cool gefunden, dass der Regierungsrat vom Kanton Zug voll reingelassen hat. Aber ja, tatsächlich. Wild. Also, Herzliche Gratulation übrigens. Herzliche Gratulation zuerst mal, ja. Es gibt eine reelle Chance, dass wir über irgendeinen Scheiß geredet haben, rumgeflucht haben, völlig Stuss erzählt haben und der Martin Pfister so, aha, ja. Ja, Geil, wir haben geil. ihn eigentlich zu dem gemacht, wo er jetzt ist. Ja, aber das heisst, wir sind im Bundeshaus angekommen. Also ich glaube, gut, ob er voll rein sich kann merken, das weiss ich Frage jetzt ist aber nicht. noch lost. Falls ja, Martin, melde dich bei uns. Wir wollen unbedingt einen neuen Sportminister übrigens. Eben, gut, weiss man das schon? Ist das schon Ja, klar? das ist ziemlich sicher, dass das Okay. VBS übernimmt. Ja, der neue Sportminister im Vollinen-Podcast wäre natürlich eine neue Sphäre, wo wir da Wir kommen würden... auch nach Bern. Das ist Wir kein würden- Problem. Ja, wenn es für Oder uns Zug, ist zeitlich beides stimmt. okay. Nein, Spaß, wir würden natürlich kommen. Ja, ihr seht, wir sind da noch völlig aktuell unterwegs. Ich weiß auch nicht, wenn ihr die Folge hört, aber wir sind jetzt beim Mittwoch. Und es ist schon einiges passiert, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben, Oski. Vielleicht kurz zu deinem Wochenrückblick sportlich. Wie läuft's? Gut, ich habe jetzt noch die letzten Sonnenstrahlen mitgenommen. Bin noch von außen Sehr Paddel geile spielen, Woche das war gewesen. sehr geil gewesen. Ja. Und ich habe mal etwas Neues ausprobiert. Okay, was könnte da dazukommen? Also, sagen wir es so. Bist du Skitouren? Nein, hör auf. Ich glaube, Skitour und einen Marathon werde ich nie machen. Marathon hast du... Ah nein, du hast Halbmarathon gemacht. Halbe, ja. Nein, ich habe irgendwie so auf Insta mir ein paar Mobility-Übungen zusammengesucht. Ja. Einfach, weil ich merke, ich bin nicht mehr der Jüngste. Das besprechen wir in dem Podcast immer wieder. Ja. Gewisse Leute, die uns zulassen, werden wahrscheinlich sagen, habt die Schnurren, du junger Schnaufer. Aber es ist, wie es ist. Ich habe recht Mühe gehabt die letzten paar Tage. Vor allem, wenn ich Sport gemacht habe. Okay. Nach dem Schlafen. Ich bin Sorry, so Alter, dass ich versteift lache, gewesen. ja. Und dann habe ich mir eben so ein paar Mobility-Übungen zusammengesucht und dann hat es wahrscheinlich meinen ganzen Algorithmus gerade auseinandergenommen. Und jetzt spielt es mir nur so Zeug rein. Und Hat es wenigstens etwas gebracht? ja, ich habe das Gefühl, es macht recht viel. Auch beim WUP siehst du es, dass Ja. irgendwie 3% Ah, krass. bessere Recovery ausmacht. Ja. Nein, aber was ich auswählen, da hat es mir ein Video reingespielt von Pilates. Ja. Ganz Haben normales wir noch nie Pilates, drüber geredet, noch kein Reformer Pilates, wo jetzt ja so cool ist, wo man dort hingeht und nachher noch einen Matcha trinken und so. Nein, ganz oldschool Pilates. Und der eine hat das so angepriesen als das beste und das einzige Video, das du jemals wirst brauchen, wenn du deinen Core trainieren Ja. und willst Körperspannung trainieren. Ist das nicht so die Aussage vor jedem YouTube-Core-Video? Ist es? Aber ich habe gedacht, Du ich vertraust dem vertraue jetzt dem mal. mal. Und das Video geht los, es ist so eine Serie von so einer relativ bekannten Ami-Pilates Content Creatorin, wie auch immer sie nennen will. Mhm. Es geht halt so los mit so 3 Minuten ESO-Zeug, weisst, deine innere Mitte, bla bla bla. Ja. Habe ich geskippt, habe gesagt, gib mir den Scheiß. Ja. Losgelegt, innerhalb von 2 Minuten Puls auf 150 oben. Ich so, Okay. fuck. Am Schluss ist es bis auf 180 oben. Nein. Fuck, Alter, Pilates! Was hast du gemacht? 20 Minuten
hat sich angefühlt wie ein Hit-Workout. Ich habe heute wirklich Bauchmuskeln, Also ist es irgendwie so... Muskelkater des Todes. Ich weiß nicht. Ich habe erstens herausgefunden, ich habe keine Körperspannung, Ja. keine Kraft in den Hüften, keine Kraft im Core. Oder zumindest nicht so viel, wie ich geglaubt habe, dass ich habe. Ja. Und zweitens, sehr viel Respekt für die Pilates-Bunnies. Eben, viele haben jetzt vielleicht gedacht, jetzt kommt ein Basher gegen Pilates, Nein, aber gar es nicht. kommt eine grosse Respektszollung. Ja? Also, ich kann das Video ja auch gerne verlinken in der Also Folgenbeschreibung. Puls 180, das ja, würde mich wirklich mal wundern. Alter, ich bin am Verrecken gewesen. Weißt du, dann sagt sie amigs noch so: Breathe in and breathe out. Und ich so: Alter, ich verreck da gerade, hab deine Schnurren. Oh mein Gott. Das war wirklich Aber schlimm. ja. Gewesen. Ja. Ich hoffe, du bist jetzt bist ja mehr verspannt als vorher. Aber vielleicht ein bisschen mobiler. Ja, und Du musst es einfach nochmal machen, weil dann bringt es wahrscheinlich ich etwas. werde es versuchen beizubehalten, dass ich das immer wieder mache. Ich glaube, die Apps wären krass im Sehr Sommer, geil. wenn ich das 2 oder 3 Mal pro Woche würde machen. Ja. Ja, und das war so ein bisschen meine sportliche Woche gewesen. Wie sieht es bei dir aus? Ey, das Wetter hat meine sportliche Woche recht bestimmt. Es war ja die Woche, wo jetzt einfach eigentlich fast jeden Tag 15 Grad war. Halt das erste Mal seit dem wirklich tiefen Winter, wo es richtig Frühling wurde. Und ich muss dir sagen, ich bin einfach ein anderer Mensch. Es ist so, also Also, psychisch. Du stehst nur schon anders auf, wenn die Vögel am Morgen zwitschern. Und es ist wirklich einfach richtig geil gewesen. Ich bin einmal auf die Bahn säckeln, hier in Zürich. Und du bist einfach so... Ich weiss noch, ich habe so spanischen Reggaeton gehört und ich habe mich wirklich so gefühlt, als würde ich irgendwo, keine Ahnung, am Beach säckeln. Und es war wirklich geil gewesen. Dann der Kontrast natürlich, wieder mal in die Berge Ja. am Wochenende. Aber das Lustige war, wir haben dann etwa Gar keinen Schnee mehr gehabt. 2-3 Stunden später müssen anfangen mit der Skitour, weil mein Auto versoffen ist. Was versoffen? Ja, ich bin ein bisschen zu weit gefahren beim Wanderweg. Nein, wo bist du gelandet? Ja, und dann bin ich einfach dort im Bereich, wo eigentlich nicht mehr hätte fahren sollen. Und dann... Also was ist das auf einem gefrorenen See gewesen? Nein, sorry, einfach im Schnee Aha. versoffen. Und dann bin ich nicht mehr rausgekommen. Und wir haben zum Glück Schaufeln und alles dabei gehabt vom unangenehm. Skitouren. Und gell, es ist ja... Wir so, ja komm, wir gehen in ein Gebiet, wo wirklich nur Locals gehen. Wo ist das? So richtig Glarus, hinten in ein Tal. Und nachher, in dem Moment war es halt wirklich einfach scheiße gewesen, dass es nur Locals hat, weil jeder, der gekommen ist so «Ja, was ist denn das für eine? Was ist denn wieder abgesoffen? Ja, wo hast denn du hinwollen?» Ja. Und ich so «Fuck, Alter!» Weißt du so. Unangenehm, ja. Ja, und schlussendlich habe ich dann 2 Stunden gebudelt und mit der Hilfe von 2 wirklich einheimischen Bergler haben wir das Auto Haben wir rausstoßen. den Traktor geholt oder einen Nein, den haben wir eben zum Glück nicht gebraucht. Ja. Aber das Telefon war nahe gewesen. Ja, und es war wirklich lustig gewesen, auch wenig Schnee dann. Aber hey, geile Woche gewesen, geiles Wetter und ich freue mich auf den Frühling. Ich Wirklich, freue mich auch auf den Frühling, wirklich. ja. Es Ja. war ein guter Vorgeschmack gewesen, auf was alles noch wird kommen. Und ja, Frühling ist auch immer so die Phase vom Jahr, wo so langsam aber sicher die Wintersportarten zu Ende gehen und die Sommersportarten losgehen. Das wird sich heute auch zeigen bei unseren Themen. Jetzt ist die Frage, André, mit was willst du anfangen? Ja, mit was wollen wir anfangen? Wir haben gedacht, wir machen jetzt heute mal ein bisschen übergreifend, also mehr als Top 3. Das heisst, wir gehen nicht so tief, aber wir haben doch einiges, was wir gerne würden ansprechen würden. Oder das eine oder andere, das der Oski sehr gerne würde ansprechen und ich mich ein bisschen zurückhaltender dazu melden. Es ist nur, damit du dann auch auf dem neuesten Stand bist. Ich? Ja, Okay. damit du dann nächste Woche mit mir auch kannst darüber reden, ob wir es jetzt im Podcast machen oder nicht. Das können wir dann noch schauen. Sehr gut. Also, aber ich würde doch gerade mal schnell anfangen. Ja, mit dem Abschluss vom Winter. Vielleicht ganz kurz, dass wir noch die Wintersportarten zuerst dran nehmen. Ja. Ja, wir haben es jetzt schon recht ausgelutscht, das Skifahren. Wir wollen es aber ganz kurz doch noch erwähnen, weil es halt wirklich einfach eine grandiose Leistung ist. Und zwar, es geht um den Odi, der zum 4. Mal den Gesamtweltcup gewinnt. Ja, gelutscht ist gut. Wahrscheinlich unsere Hörer und Hörerinnen denken auch, wirklich, hören auf, dem die ganze Zeit auch nicht zu lutschen. Es ist langsam wirklich durch, das Thema. Gut, mittlerweile habe ich das Gefühl, wir sind fast mehr auf Seite von Almen als auf Seite Odermatt. Hast du nicht das Gefühl? Ich glaube,
wir tun da nicht diskriminieren. Also wir tun, glaube bei beiden sehr viel Ja, das stimmt. ja. Stimmt. Ja, aber was kann man dazu sagen? Man kann dazu sagen, er hat zum 4. Mal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen. Krank. Und das ist ja... Erst einem Schweizer gelungen, das war ja der Pirmin Zurbrügge. Ja. Und ja, ich muss sagen, irgendwie so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so vom Feeling her bisher der unspektakulärste Gesamtweltcup von ihm. Ich glaube, ich würde dir recht geben, weil am Anfang war es halt immer noch so speziell gewesen, dass wieder mal... Also der erste war krass, weil es einfach der erste ist, der zweite, weil es relativ knapp war. Der dritte ist, weil er einfach Weil es brutal... die perfekte Saison war. Genau. Und jetzt der vierte ist halt der vierte in Folge, was das eigentlich sehr krass macht. Aber es ist doch vielleicht ein bisschen... Wir reden jetzt auf Niveau Marco Odermatt, ein bisschen durchgezogen war. Also er hat... Eben, Jammer auf höherem Niveau. Ja. Eben, und ich meine... Ja, man hat auch immer wieder das Gefühl gehabt, dass seine Teamkollegen ihm näher kommen. Also wir haben es ja gesehen, man hat nicht nur das Gefühl gehabt, sondern in der Abfahrt und auch ja, oder vor allem in der Abfahrt. Genau, und ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das musst du zuerst mal können auf diesem Level durchbringen. Und mir hat mal jemand gesagt, und das stimmt auch wirklich so, eben, es ist schon stark, mal einig und so Weltmeister zu werden und dann bla bla bla. Aber das, auf dem Level zu bleiben und das 4-mal hintereinander zu machen, das ist dann nochmal ein anderes Level und darum riesen Respekt. Aber auch allgemein das ganze Schweizer Team. Ich glaube, es ist ja eine krasse Saison gewesen, auch jetzt gerade am Schluss wieder da in Norwegen. Das Männerabfahrtsteam, das ist näher an dem, was der Odermatt letztes Jahr geleistet hat. Ja, ich meine? ja. Aufs Es ist- Team übertragen. Es ist als Team eine fast perfekte Leistung. Ja. Meinst du, haben sie echt auch so spezielle Anzüge? Ja, wie die Norweger. Zu dem werden wir... Nein, weiss dann nicht. kommen wir doch jetzt zu dem. Die Norweger haben für einen kleinen Eklat gesorgt beim Also- Skispringen. Ich frage mich wirklich, kann man so dumm sein und wirklich das Gefühl haben, dass das nicht aufdeckt wird? Also es geht darum, vielleicht kurz zum Die mich haben ja- abholen. Die haben ja eine Naht drin gehabt, oder Ja, man weiß nicht genau, was jetzt manipuliert worden ist, aber der Fakt ist auf jeden Fall, dass das norwegische Skispringerteam der Männer haben ihre Anzüge, die sie zum Skispringen brauchen, so manipuliert, dass sie mehr Spannung im Anzug haben. Also es gibt, glaube ich, verschiedene Aussagen. Einerseits sagt jemand, dass sie so von Knie zu Knie, also durch den Schritt durch, eine Art eine festere Leiste gezogen haben, wo dann nachher eigentlich eine gewisse Spannung generiert, dass halt der Anzug besser sitzt und du auch sozusagen wie kannst also du hast einfach mehr Auftrieb nachher. besser Position halten Genau. und mehr Auftrieb hast. Eben, es gibt auch andere Sachen, wo man sagt, das könnte gewesen sein, wie zum Beispiel eben, dass sie, gut, das sind allgemeine Sachen, wie es einfach Aerodynamik, Gewicht und all das Zeug. Also ja, auf jeden Fall höchst illegal. Also es ist nicht nur darum gegangen, dass sie etwas testen und irgendwie einen Fehler gemacht haben, sondern es ist wirklich ein skrupelloser, gewollter Betrug gewesen. Und das ist ja aufgedeckt worden mit einer versteckten Kamera, was ich auch so witzig finde. Immer wieder so Leute, die dann das wirklich machen und die filmen. Aber ich frage mich, siehst du das wirklich von Augen? Also ja, offensichtlich ja schon, weil Ich glaube, du und ich, wir würden es nicht sehen. Aber ich glaube, jemand, der sich mit dem Thema befasst oder weiss, wie so ein Ja. Anzug aufgebaut ist, der sieht schon mal schnell, was könnte falsch sein. Und vor allem, wenn dann eben nach dem Wettkampf das Zeug wieder rausgenommen wird. Ich glaube, es war ja wirklich so gewesen, Ja. dass du die haben das so manipuliert, dass du quasi nicht kannst... du kannst oder- es auswechseln. Genau. Dass du nicht kannst nachweisen, dass etwas manipuliert wurde. Genau. Aber und es bei ist ja dem dann sind sie auch rausgekommen. gefilmt worden. Ja. Und ich frage mich wirklich, das ist ja also, von den Obersten vom Verband eigentlich initiiert worden und gemacht worden. Und ich frage mich wirklich, haben die so grosse Eier gehabt, dass sie das Gefühl hatten, das wird nicht aufgedeckt? Also weißt du, was haben die sich überlegt? Also das Ertragsrisiko ist ja relativ hoch. Also, oder sagen wir so, du hast relativ wenig Ertrag für sehr, sehr hohes Risiko. Ich meine, du bist ja schon mal ein Loser, wenn du so etwas machst, weil das geht einfach mal gegen die Prinzipien vom Sport. Ja. Aber du bist noch ein grösserer Loser, wenn du deine
Anzüge manipulierst und nicht einmal gewinnst. Sie sind ja nur Zweiter geworden. Stimmt, und die Medaille haben sie jetzt im Nachhinein wieder müssen abgeben. Ja. Und 2 norwegische Athleten sind mittlerweile auch gesperrt worden. Die haben ja ursprünglich gesagt, ja, du, wir wissen von nichts und so. Ja genau, also der Verband, also die Verbandsspitze hat ja gesagt, unsere Athleten sind nicht involviert. Ja, aber was wollen sie anders sagen? Wenn sie sagen, ja sicher, die haben das auch gewusst. Oder was? Die werden ja weiss versuchen, nicht. so viele Leute wie möglich dann aus der Affäre rauszumuggeln. Dort muss ich sagen, habe ich zuerst gedacht, wow, Ehrenmove, oder? Ja. Sie nehmen die ganze Schuld auf sich, tun die Athleten fair draussen lassen. Aber ja, Nein. mit der Zeit wird es dann auch ein bisschen fragwürdig, so, ja Kollege, das ist wie wenn jemand mein Ruder würde umstellen oder irgendetwas würde umschrauben. Das als Profiathlet, das merkst du, Ja. weil du gehst jeden Tag mit dem Material raus und da merkst du, der kleinste Winkel, die kleinste Anpassung ist dir so vertraut oder eben dann nicht vertraut, dass du es merkst. Und darum, ja, ich komme wirklich nicht raus, was der Sinn von dieser Sache war. Vor allem jetzt, also der Verbandsdirektor, der sportliche Leiter, der ist ja schon entlassen worden. Beim Präsident bin ich mir gar nicht sicher, was jetzt dort läuft. Es ist alles noch ein bisschen offen, aber was man festhalten, die Norweger sind die Loser von der Woche. Ja, und vor allem auch, es macht jetzt... Ich meine, Norweger sind grundsätzlich im Sport sehr dafür bekannt, dass sie bei so Ausdauersachen hure gut sind. Auch Langlauf. Werden wir jetzt darüber reden, ja. Nachher beim Langlauf. Oder zum Beispiel eben beim Triathlon, der Gustav Eiden und der... fuck, jetzt kommen wir gerade Rosen... Nein. Blumenfeld. Blumenfeld, ja. Genau, merci. Irgendetwas mit Blumen war ja. Etwas mit Blumen, Pflanzen. Du bist der Meister. Ja, auf jeden Fall, die Norweger, auf die bringt es jetzt halt auch ein schlechtes Licht, weil die sind halt schon bei vielen Sportarten einfach ein bisschen zu gut. Oder? Ja, Und meinst du wie viele der Klebo, der 6 Goldmedaillen gewonnen hat? Ja, wir kommen gerade dazu, lass mich noch schnell fertig Also mach machen. fertig. Ich hoffe einfach, dass sich das nicht irgendwie durchs Band durchzieht, die Skrupellosigkeit der Norweger, weil wenn so Sachen siehst wie im Skispringen, dann kannst du dir auch gut vorstellen, und wie gesagt, von ihnen macht kein Generalverdacht, darum nein, aber man kann sich einfach immer besser vorstellen, wie so etwas auch in anderen Sportarten möglich ist. Und mit dem zum Übergang zum Klæbo. Ja, Was nachdem ein du Hero. meine moderative Brücke umschifft hast Und zerstört habe. und zerstört hast, kommen wir zum Langlauf. Ja, eben, die WM in Trondheim ist fertig gegangen und andere, ich habe wirklich wenig live geschaut. Aber, so was ich gesehen habe, so die Videos, ultra krass. Also die Sind einfach so Norweger sind ja wie so... 100'000 Menschen, und das ist jetzt nicht überspitzt formuliert, es sind 100'000 Menschen gewesen, Mhm. an dieser scheiß Langlaufstrecke gestanden. Also es ist wirklich so, als würdest du bei uns an einen Fußballmatch gehen und es hat Fangruppen mit Pyros. So ist das dort an dieser WM zu und her gegangen. Also du hast wirklich das Gefühl gehabt, du bist jetzt irgendwie, oder zum Beispiel Velo-WM in Zürich, irgendwo an der Straße von den Dänen, ich weiß nicht, ob du dich noch magst erinnern. Ja, die haben eine Die haben gefestet dort, eine ja. richtige Ecke aufgestellt, wo sie gefestet haben, Pyros gezündet. Und so ist mir das vorgekommen. Also man einfach merkt, mal 1000 einfach mal 1000. Und eben, man merkt wirklich, Langlauf ist in Norwegen Nationalsport. der Nationalsport. Und das hat man auch gesehen, indem dass der Beste von der Besten ein Norweger war. Eben der Johannes, wie heißt er eigentlich zum zweiten Namen? Ölfit oder irgend so ein komischer Name. Ich weiß nicht, wie man Klæbo. das ausspricht. Auf jeden Fall, der Dude, Hösflug. Hösflö oder so. Hösflug. Alle Norweger draussen, die unseren Podcast hören, bitte habt Erbarmen mit uns. Ja, er ist der Goat. Ich glaube, wenn es der Schweizer Goat, der Dario Colonia, sagt, dass der Klæbo der neue Goat ist, dann muss es so sein. Weil er hat, und das hat noch nie jemand vorher geschafft, an allen 6 Titelwettkämpfen, die er mitgemacht hat, an der Langlauf-WM Gold gewonnen. Es ist Und das daheim. wild, ja. Also das ist mal absolut, also das ist absolut das ist so heftig. der Moment, wo du dich als Sportler wirklich fragst, soll ich überhaupt nochmal? Weil besser wird es nicht mehr. Also vergiss, dass es besser wird. Nein. 6 Medaillen Heim-WM. Alter, das ist, ja, auf jeden Fall, Hast du das Video gesehen mit seinem Grossvater? also von dieser WM jetzt? Ja. Nein. Es war schon hure herzig gewesen, nach dem 6. Rennen, also nach dem 6. Gold, hat
hat sein Grossvater auf ihn gewartet und Ja. sein Grossvater war so der gewesen, und es gibt so ganz viele Videos und Bilder und so, wo ihn damals als Kind ins Langlaufen eingeführt hat. Und dann Okay. hat er so natürlich Insta wieder die Emotionskühle auspackt und dann immer so die herzigen Zusammenschnitte und so. Ja, da geht einem das Herzchen auf. Ja, für so Storys ist er auch gut. Er sieht auch einfach gut aus. Sieht gut aus, ist sympathisch. Ist er sympathisch? Das weiß ich jetzt Ich gar finde nicht. ihn recht sympathisch, also so in den Interviews kommt er recht sympathisch über. Okay, also sympathischer als der... fuck, ich kann's Tinges nicht- Bö. Nein, der... Ach, Bro, der Ingebrigtsen. Ja, gut, aber das ist ja auch nicht schwierig. Aber gut. Okay, Aber ich meine, Ingebrigtsen kann man wenigstens sagen, look, bei dem kann man es auf eine sehr, sehr schwierige Kindheit zurückführen. mit dem strengen Vater. Mit dem meinst strengen Vater. Ja, lieber Grossvater als strenger Vater. Ja, Schweizer Sicht müssen wir noch schnell Genau, besprechen. das ist ja auch historisch. Also wir haben jetzt gerade 2 Events, wo Titel vergeben worden sind. Jetzt durchmischen wir eben ein bisschen die Sommer- und Wintersportarten. Nein, aber wir müssen ja noch Ja, schnell ja. sagen, eben, die Schweiz hat einmal Silber und zweimal Bronze geholt. Jetzt hast du meine... Ich kann nicht überleiten, aber... Ich kann so Also, ein bisschen mach. mischen. Also mach. Nein, ich kann nur sagen, wir kommen später noch zum zweiten Wettkampf, wo die Schweiz historisch geleistet hat, und das wäre dann eben eine Sommersportart. Aber jetzt, zum beim Wintersportart zu bleiben, an der Langlauf-WM ist auch die Schweiz sehr erfolgreich gewesen. Es hat noch nie so viele Medaillen gegeben wie das Mal. Es sind ja, glaube ich, 2-mal Silber. Nein, eben, einmal Ah, Silber du und weißt zweimal es Bronze. Ja, genau. Du hast mir einfach vorhin nicht zugelassen, ich habe es gerade gesagt. Ja, weil ich überlegt habe, was ich jetzt eine Überleitung machen. Ja, also, Genau, soll ich noch sagen, was? ja, sehr Aha, gerne. sorry. Ja, also in der Sprintwettbewerb hat es ja durch Nadine Fähnrich im Einzelsprint eine Medaille gegeben. Und dann auch noch im Teamsprint zusammen mit der Anja Weber. Die hat ja ganz eine coole Geschichte, weil die macht ja 2 Sportarten. Das ist auch noch Triathletin. Ja, Die ja bei beiden Sachen bei Olympia dabei sind. das ist geil. Das ist eine sehr coole Story. Und dann noch die Männerstaffel über 4x7,5 Kilometer. Dort haben die Silber geholt. Genau, das war schon ein bisschen überraschend gewesen, Das war ultra überraschend gewesen. weil es, also, ja, bei den Männern ist seit dem Dario Colonia eigentlich nicht mehr viel gelaufen. Bei den Frauen haben wir gewusst, wir haben ein paar heiße Eisen im Feuer, und darum umso erfreulicher. Es hat aber auch, glaube ich, Kategorien gegeben, wo die Schweizer Männer ein bisschen enttäuscht haben. Glaube ich im Teamsprint, wenn sie mich nicht täuscht. Aber das könnte jetzt wieder voll in Halbwissen sein, bin ich mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, ja, da ist mega viel Gutes gemacht worden und auch die Zukunft sieht anscheinend rosig aus, wenn man den Verantwortlichen von Swiss Ski bei Langlauf glaubt. Also da können wir uns... Das ist halt so die Generation, die mit dem Dario Colonia aufgewachsen ist. Ja, die ihn als Idol hatten, Ja. die wegen ihm vielleicht auch von Langläufeln haben. Übrigens, Dario Colonia, ich habe das schon 2-mal geschrieben. Du mal antworten, Bro! Tu mir mal antworten und komm in den Podcast, ey. Ja, genau. Und Aber jetzt... ja, geil. Zum Geil. zweiten historischen Event, und damit wechseln wir definitiv Im Sommer. in Sommer. Und zwar, Beziehungsweise ja, es ist eigentlich immer noch in der Halle. ja, es geht um eine Sommersportart, die in der Halle stattfindet, weil es draussen noch zu kalt ist. Und zwar reden wir von der Leichtathletik-EM in Holland. Apelborn. Ja, ich habe jetzt den Namen extra nicht ausgesprochen, weil ich wusste, dass ich es falsch mache. Apelborn. Genau, und auf jeden Fall auch dort wirklich geile Resultate von der Schweizerinnen und der Schweizer. Also, geile Resultat. Die Schweiz hat es im Medaillenspiegel auf den 4. Platz geschafft. Und das beim Leichtathletik, was ja wirklich sehr krass ist. Ich glaube, Leichtathletik ist wirklich für mich eine von diesen Sportarten auf der Welt, wo eines der krassesten Levels hat. Ja, also die Leistungsdichte ist Leist sicher Leistungsdichte. mitunter am höchsten, ja. Ausser eben noch vielleicht beim Fußball oder so, wo halt wirklich auch sehr viele Leute die Sportart machen. Und darum umso erstaunlicher, dass es zu so einem historischen Resultat oder Teamresultat gekommen ist. An vorderster Front haben wir natürlich unser hoffentlich zukünftige Volline-Mitglied Angelika. Sie hat damals schon zugesagt. Jetzt müssen wir noch einen Termin finden. Ich doppel. Weißt du, was habe ich gemacht? Du hast vergessen, ihr zu schreiben. Nein, Was? ich habe ihr an der EM geschrieben. Ja. Super. Also am ersten Tag, am Donnerstag, hat ja die EM angefangen. Ja. Und ich habe ihr geschrieben und ich habe vergessen zu schauen, ob sie Events hat. Weil, Bro,
an einer EM schreibst du einfach nicht zurück. Also das ist ganz normal und ich muss ihr jetzt nochmal schreiben. Aber jetzt vielleicht an dieser Stelle herzliche Gratulation zum EM-Titel. Sie hat ja am Schluss eigentlich noch 3 Versuche gehabt, obwohl sie schon gewusst hat, dass sie Europameisterin ist. Ich glaube 4,80 ist und hat es als einzige übersprungen. Genau, und sie hat 4,88, wenn es mich nicht täuscht, was der Schweizer Rekord wäre, überspringen. Hat es dann versucht, leider nicht geschafft, aber ist dann trotzdem logischerweise Europameisterin geworden. Dann haben wir auch noch Titashi Kambunji. Auch Gold. Wo ihrer Schwester richtig Feuer unter dem Arsch macht. Ja, Mushinga ist, glaube ich, Zweite geworden. Genau, sie hat Silber geholt. Das Gleiche auch beim E-Hammer und der Annik Kehlin. Sie hat Schweizer Rekord gesprungen. Sie hat den Schweizer Rekord gesprungen. Und ja, ich meine, overall sieht man einfach, die Schweiz ist gut unterwegs. Es hätte ja noch mehr Medaillen können geben. Beim 800 Meter der Frauen ist sie ja zu einem richtigen Rambazamba gekommen, wo die Vero dann gestürzt ist und unter Tränen dann auch noch ins Ziel gelaufen ist, wo sicher auch etwas möglich gewesen wäre und sonst auch sehr gute Resultate. Und aus Vollinensicht müssen wir auch noch schnell sagen, Geraldine Frey leider als 9. Ganz knapp nicht im Finale gewesen. Aber ich glaube eben, sie hat es ja schon geschrieben auf Insta, für sie geht es jetzt weiter. Sie hat eigentlich recht motiviert getönt. Also sie ist auch selektioniert worden für die WM. Genau, das ist auch mal sehr geil. Das muss man zuerst auch mal schaffen. Und wir hoffen natürlich, dass sie da ihre Erfolgskurve nach oben bewegen kann. Was ich mich noch gefragt habe, vielleicht um das Thema abzuschliessen, auch da haben wir wieder 2 Geschwister drin und ich habe es schon vorher ein bisschen angetönt, Mushinga und Titashi. Ja. Und ich übrigens nicht sicher bin... Wie ist das echt? Ja. Sorry? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Titachi am Montag dann plötzlich in Zürich gesehen habe. Und dann habe ich so den Awkward gemacht, weißt du, so, dann habe ich so geschaut, könnte das echt sein? Wie groß ist die Person? Bin ich so googeln. Nein, okay. Und bin so also in dem Fall hast du sie nicht nur kurz gesehen, sondern... Ja, nein, wir sind im Supermarkt am Okay. gleichen Regal gestanden. Und ich habe dann so unauffällig das Handy vorgenommen, habe gegoogelt, wie groß ist die, wie könnte das etwa ankommen. Ja. Und dann wirklich ist sie so neben mir gestanden, hat wirklich gerade auf mein Handy gesehen. Wenn es sie war, hure awkward, wenn es nicht sie war, egal. Dann hat die Person das wahrscheinlich Bro, du hast nicht so mit Sportlern gesehen in der Öffentlichkeit? Nein, wirklich nicht. Aber ja, zurück zu deiner Frage. Ja, eben, ich stelle mir es immer so wieder krass vor, wie das so ist, wenn du gegen deine Geschwister antrittst. Und Also sie treten ja nicht gegeneinander ja, aber in dem Sinn. Aber sie sind ja wahrscheinlich schon auch ein bisschen so ein bisschen Konkurrentin im Sinn von wer... Die Tasche ist jetzt in den letzten paar Jahren immer stetig besser geworden. Die Mushinga ist halt jetzt auch schon ein bisschen älter und wird vielleicht nicht mehr mega schnell besser. Und ich frage mich dann auch so, ja, wie jetzt so das Verhältnis ist. Also das Gleiche auch im Volleyball damals. Mit Verge Depre-Schwestern. Und ich meine, auch bei mir, als ich gegen meinen Bruder am Weltcup gefahren bin, habe ich schon ein bisschen gemerkt, es ist eine andere Spannung rum. Also weißt, plötzlich ist dein Bruder nebendran, der jünger ist. Und wenn du jetzt kassierst, ist es halt schon nochmal ein anderer Schmach als... Ja, ich weiss, was du meinst, aber bei ihnen musst du halt sehen, also erstens ist der Altersunterschied relativ gross. Ja. Gegen die 10 Jahre, habe ich gemeint. Okay. Wenn ich es recht im Kopf habe. Und was halt auch ist, sie sind nicht in der gleichen Disziplin. Das ist sicher entscheidend. Also ich weiss, was du meinst, dass du dich halt so vergleichst und so... Aber ich frage mich, ob es Mushinga anschießt, dass jetzt die Tasche Gold gewonnen hat und sie sozusagen nur Silber. Ich weiss nicht. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie es verdammt geil findet. Ja, und dass sie weiss, so, hey, ich bin so ein bisschen Mentorin und ich kann ein bisschen den Weg... Sie ist so der Trailblazer genau. und die kleine Schwester kann jetzt davon profitieren. Genau. Aber ja, ist eine gute Frage. Ja. Eine gute Frage. Gehen wir zum nächsten Sommersport. Ja, mit was willst du denn weitermachen? Wir haben noch 2 Themen auf der Liste. Ich weiss nicht, wenn man eins betrifft dich direkt und das andere ist Formel 1. Also, lieber kannst zuerst Formel 1, dann können wir nachher... also... Ja, wenn es für dich okay ist. Das ist fantastisch. Sehr gut. Ja, Formel 1 geht ja am Wochenende wieder los. Endlich, kann man sagen. Ist es für dich schlimm gewesen, ohne Formel 1? Jetzt in den letzten paar Monaten? Nein, aber ich habe es auch schon mit meiner Freundin besprochen. Sie schaut ja jedes Rennen mit mir, mittlerweile auch praktisch jedes Qualifying. Es
strukturierten Sonntag eben schon. Also, Gut, bis jetzt war es einfach Skifahren gewesen. ja, aber Skifahren, weißt du, ist halt meistens am Morgen, also die fahren in stimmt. Nordamerika. Aber ja, es hat schon sehr viel von unseren Sonntag bestimmt. Und es hat irgendwo durch schon ein bisschen gefehlt. Aber ja, wir haben jetzt den Tag anders gefühlt. Das war wie nicht das Problem gewesen. Aber, was wir gemacht haben, das Wochenende. Du hast ja schon ein bisschen vorholen. Ich habe mich schon mal zumindest einstimmen. Es ist ja Drive to Survive rausgekommen. Neue Staffel, habe 7. ich Staffel. gesehen. Ja. Und ich habe gedacht, ich schaue es jetzt nicht. Du hast es geschaut? Alle 10 Folgen. Durchgesuchtet am Wochenende. Junge. Wie lange geht Trotz das? gutem Wie Wetter. viel ist eine Folge? 45 Minuten? Es variiert recht krass. Also eine ist zum Beispiel gerade nur 30 Minuten lang Okay. und die andere ist irgendwie fast 50 Minuten gewesen. Also Okay. es ist irgendwo so in dieser Spanne. Aber sehr geil, weil ich habe nicht vor, sie zu schauen. Du weißt ja, ich bin Modefan und darum bin ich froh, dass du mir jetzt kurz kannst erklären, um was es jetzt in der neuen Folge, in der neuen Staffel geht und ob sie immer noch so scheiße ist wie die vorherige. Okay, ja. Drive Okay. to Survive hat eine kleine Redemption gehabt. Okay. Also zumindest bei mir haben sie viel wieder gut gemacht. Es ist wieder mal spannend und gut gewesen zum Zuschauen. Nach 2 oder 3 Staffeln, die ein bisschen holprig waren. Was das mal anders ist, sie fokussieren sich vor allem auf die 4 grossen Teams. Ja. Die kleinen Teams kommen eigentlich nur noch peripher vor. Und was cool ist, was sie geändert haben im Vergleich zu früher, es ist ein bisschen chronologisch geordnet. Okay, ja. Das heisst, man kommt auch ein bisschen raus. Es Ja. wird wieder mehr aufs Sportliche geschaut, es wird wieder mehr auf die Resultate eingeblendet und vieles gezeigt. Mhm. Und ich würde sagen, overall, es lohnt sich wieder zum Schauen. Overall. Okay. Es gibt zwar immer noch ein paar Kritikpunkte. Also das eine ist, es werden so Rivalitäten aufbeschworen, die es nicht gibt. Wieso weißt du, dass das nicht gibt? Wieso es das nicht gibt? Weil sich die Fahrer selber geäußert haben zu dem. Okay. Unter anderem Max Verstappen, weil es geht vor allem in dieser Staffel darum, geht es einerseits um Red Bull gegen McLaren und das andere ist Verstappen gegen Norris. Ja. Und weißt du, die versuchen da eben so eine Rivalität aufzubeschwören und so, dass sie sich nicht gerne haben. Und es wird auch, der Norris wird so als der gute Sunny Boy geframed und der Verstappen als böse Arschloch. Ja. Und weißt du, es geht so eine ganze Folge so darum, wie sie sich quasi nicht gerne haben und wie sie gegeneinander kämpfen und bla bla bla. Mhm. Und am Schluss ist so, ja, wir nehmen jetzt den Privatjet zusammen heim. Also weißt du so, Okay. Ja, ich sehe, was das Problem ist. es ist irgendwie so ein bisschen komisch und was halt merkst, die etablierten Fahrer haben gar keinen Bock mehr auf das. Ja. Die etablierten Fahrer haben keinen Bock mehr. Also ein Hamilton kommt nicht wirklich vor, ein Alonso kommt glaube gar nicht vor. Verstappen minimalst. Ja. Also es ist wirklich ja, so ein bisschen McLaren, wo die PR-Maschinerie angeschaltet hat und der Zach Brown und der Lando Norris voll gepusht hat. Ja. Christian Horner kommt auch vor. Horny Horner ist Gell, auch ein das war Thema. eigentlich diese Saison gewesen. Also das ist Genau. diese Saison gewesen. Die Folge ist recht geil. Ich glaube gerade Schlachtet die es das nicht voll aus? mega. Okay. Aber es ist geil gemacht. Es ist wirklich geil gemacht. Okay, das würde mich jetzt noch wundern, Es ist zum glaube ich sogar Einschalten. die erste Folge. Okay, das müsstest wäre du dir das vielleicht ist gut. gönnen. Es Ja. ist wirklich geil, weil es ist so... sie zeigen so das Ganze und nachher so... Zweites Training und dann plötzlich gehen alle Handys ab und dann hörst du so das WhatsApp und das Twitter-Geräusch. Okay. Und dann sind seine Dickpics geleakt worden. Boom! Schaltet um, Red Bull Auto in der Box. Klassiker Nein. wird so gemacht. Und dann kommt so Drive to Survive. Nein, Bro, okay. Also, Es ist lustig. es Ja, ist ich lustig. sehe, es ist lustig. Es ist lustig, Okay, ja, aber klingt spannend. Also ich muss sagen, wenn du sagst, es sei ein bisschen besser, dann hat es bei mir schon ein bisschen grösseren Status oder ein bisschen mehr Wahrscheinlichkeit, dass ich es schaue. Ich würde es wieder empfehlen. Gut, Nachdem ich mal es schauen. 2-3 Jahre nicht mehr empfohlen hätte. Aber Gut, sehr geil. schaut es immer ein bisschen skeptisch, weil eben viel wird aus dem Kontext gerissen oder ist ein bisschen komisch zusammengeschnitten. Aber Ja. wenn man es so aus Infotainment-Gründen schaut, mehr als fein.
Genau. Und du hast ja noch 3 weitere Punkte so zusammengefasst, die du ja gerne für diese Saison anmerken. Das erste ist auch an mir nicht vorbeigegangen. Also, obwohl wieso erwähne ich das eigentlich so viel? Aber ja, ich bin Modefan. Aber ich tue mich selber immer wieder ins Loch Das hineinrühren. Ding ist, bei der Formel 1 sind mittlerweile sehr viele Leute Modefan. Aber das ist auch ein bisschen Drive to Survive geschuldet. Eben, ja, ich würde sagen, sehr viele Leute sind casual. Ja. Du bist nicht ein Modefan, du bist ein Casual. Danke, Bro, dass du mich da rauslöpfst. Mode wäre, wenn du so würdest, als hättest du jetzt voll Ahnung davon. Das stimmt, darum habe ich dich im Podcast. Und du musst mir jetzt erzählen, wie jetzt das genau abgelaufen ist mit dem Hamilton zu Ferrari. Ich habe ja nur mitbekommen, sein Fotoshooting vor dem F40 Ferrari, dort in Maranello. Und was ist jetzt eigentlich mittlerweile passiert? Wie ist es mit seinem Auto? Wie hast du das Gefühl, wie ist so die Dynamik im neuen Ferrari-Team mit dem Leclerc? Was läuft so? Ja, also eben, man muss ja sagen, Ferrari und Hamilton, das sind ja eigentlich so die 2 grössten Namen in der Formel 1. Ja. Einerseits der grösste Fahrer, vielleicht der GOAT und halt das historischste Team. Und eben, es ist ja so ein bisschen der Bubentraum von jedem Rennfahrer, irgendwann mal bei Ferrari zu sein. Ja. Er hat gewusst, okay, jetzt ist meine Chance. Mercedes ist auf dem absteigenden Ast. Ferrari auf dem aufsteigenden. Wenn ich jetzt nicht gehe, dann weiß ich nicht. Und ja, es ist eigentlich sehr eine teure Wette, die da Ferrari eingeht. Weil ich meine, eben Hamilton, 7-maliger Weltmeister, 38, ist auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Und sie zahlen ihm auch 60 Millionen pro Jahr scheinbar. Gut. Aber ich meine, von der Story her, wenn es aufgehen, wenn er jetzt nochmal einen Titel holen mit Ferrari, Ja. wäre das jeder Rappen wert. Also es ist eigentlich so, wie wenn Messi würde zu Real Madrid. Es ist wie wenn Messi jetzt nochmal zu Barca zurück und dann noch die Champions League gewinnen. Ja, gut, die würden schon viel Cash machen nochmal mit den Trikots nur schon. Ja, Ja, voll. Es steht ja sowieso auch im Raum, by the way. Ist etwas, wo Ah, was? Okay. wird spekuliert, dass das nach dem Sommer könnte passieren. Ja, Aber das eben, ist einfach Spekulation. PR wahrscheinlich. Genau. Ja, und das Ding eben, Ferrari weiss, ja, also es ist eigentlich komisch, weil die haben eigentlich ihr Zugpferd gehabt. Eben Charles Leclerc war ja so ein bisschen der Teamleader gewesen. Ist ja auch der über Jahre aufgebaut wurde. Es ist ja seit 13 Jahren bei Ferrari unter Vertrag in irgendeiner Form. Und ja, es ist lustig zu sehen, wie die werden dann miteinander harmonieren und zu was es führt. Und wir dürfen gespannt bleiben. Ich glaube, es hat sehr viel Potenzial, um eine richtig geile Story zu sein. Ja. Es hat aber auch sehr, sehr viel Potenzial dafür, dass ein Hamilton wie viele andere Grössen vor ihm im Ferrari scheitert. Ja. Also zum ein paar Namen nennen. Ein Alonso, ein Vettel, ein Prost, die sind nie Weltmeister geworden mit Ferrari. Ja. Und die Bürde ist gross. Ich glaube, ja, wir werden sehen, auf was es rausläuft die Saison. Wie ist es eigentlich so mit dem Auto selber? Also wie ist der Ferrari? Also es hat da, glaube ich, die Pre-Tests gegeben. Genau. Ich habe dort nichts mitbekommen. Ja. Was weißt du? Ich meine, ich habe den Ferrari einfach immer noch als schlechtes Auto im Kopf. Ja, also das ist nicht mehr ganz so. Letzte Saison hat es fast den Konstrukteurstitel geholt. Ist ja relativ knapp geworden gegen McLaren zum Schluss. Nein, Ferrari ist, das zeigt den Trend nach oben. Sie sind letztes Jahr das zweitstärkste Auto gewesen. Und dadurch, dass die Saison, und das ist eigentlich ein weiterer Punkt, so eine Übergangssaison ist, bedeutet das, dass die Autos nicht mehr gross gewechselt werden. Oder die Autos, oder sagen wir so, Es das gibt keine neuen Kräfteverhältnis der Autos verschieben sich wahrscheinlich nicht mehr gross, weil Regeln. kein Team wird jetzt noch gross investieren für 2025, weil 2026 eine neue Regelung kommt. Und das heisst, Ferrari wird sehr viele Chancen haben auf Sieg und wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad auch Aussenseitschancen auf den Weltmeistertitel. Sowohl bei den Fahrern wie auch bei den Konstrukteuren. Und ja, aber ich glaube, nichts führt vorbei dieses Jahr an McLaren.
Okay. Und wahrscheinlich vor allem am Lando Norris. Das Coole ist aber, durch das, eben, dass es so eine Übergangssaison ist und dass man letztes Jahr schon gemerkt hat, okay, es gibt eigentlich 4 Teams, die regelmäßig können den Titel mitfahren können. Sind eben ein Russell, ein Hamilton, ein Leclerc, aber auch vor allem der 4-malige Weltmeister Max Verstappen, alle hoch im Kurs für eine sehr, sehr spannende Titelsaison. Und ja, es wird ultra spannend zu sehen, wer kann sich da behaupten. Ja. Wie kann man da vielleicht noch etwas rausholen, bevor es dann eben zu den neuen Regeln kommt. Und ja, ich freue mich auf die, wenn alles so läuft, wie prognostiziert. Spannendste Formel 1-Saison seit sehr, sehr langem. Geil, ja. Das bringt dann mich vielleicht sogar nochmal dazu, zum Schauen. Was mir aber definitiv nochmal schnell näher bringen sind 6 neue Rookies, die dabei sind, wo ich zum Teil, okay, Oliver Bearman habe ich schon mal gehört, Jack Dohan kenne ich nicht, Gabriel Bortoletto sagt mir irgendwie etwas, aber auch nicht sicher, und dann der Isaac Hadjar, oder wie sagst du das? Isaac Hadjar. Isaac Hadjar. Ja, und dann haben wir noch den Liam Lawson, den kenne ich. Ja, der ist halt eigentlich nicht mehr wirklich ein Rookie, aber ja. Anyway. Erzähl mir mehr. Ja, es ist noch spannend. Es sind so viele Rookies wie noch nie in einer Saison. Das ist ein spezifischer Grund oder ist das Zufall? Hey, ich glaube, das ist einfach so ein Sammelsurium an verschiedenen Gründen. Aber das jetzt auf etwas festzumachen, ist ein bisschen schwierig. Aber ja, du sagst es richtig, es sind sehr vielversprechende Talente. Es ist so ein bisschen ähnlich wie der Jahrgang Albon, Norris, Russell, der damals aufgekommen ist, wo ja sehr viel Talent da mitkommt. Und die Frage ist eben, können sie es dann auch zeigen oder nicht? Bis auf den Kimi Antonelli, der eigentlich als grösstes Talent gehandelt wird. Der gilt so als Generationentalent, ähnlich Verstappen, Hamilton. Und der fährt für Mercedes. Sieht es bei den anderen nicht so aus, als ob sie um Sieg und Podien mitfahren können. Aber ja, sei es drum. Oliver Bearman hat letztes Jahr schon 2 Rennen gefahren für Ferrari. Eines für Ferrari, eines für Haas. Er hat 2-mal Punkte geholt. Ja. Jack Doohan ist der Sohn von einem der grössten TÜV-Fahrer aller Zeiten, Mick Doohan. Das finde ich noch lustig, weil so die haben ja meistens Väter, die noch irgendwo im Motorsport tätig sind. Ja. Sehr oft. Und der hat seinen ersten Go-Kart von Michael Schumacher bekommen. Gute Story. Das ist eine gute Story. Aber bei dem, der hat letztes Jahr schon 1 Rennen gehabt für Alpine. Bei dem wird spekuliert, dass er nach 5 Rennen draussen sein und dann ersetzt wird durch den Colapinto, der eigentlich auch ein Rookie wäre, sozusagen. Okay, ja. Genau, der ist ja letztes Jahr schon ein paar Rennen gefahren. Dann Gabriel Bortoletto ist der aktuelle Formel 2 Weltmeister. Auch ein riesen Talent, hat ähnlich wie ein Russell, Piastri und ein Leclerc die Formel 3 und Formel 2 als Rookie gewonnen. Ja. Und wird aber für sauber fahren, das heisst, für den gibt es keinen Blumentopf zum Gewinnen. Da kann man davon ausgehen, dass die Letzten werden. Isaac Hadjar ist Vize-Weltmeister in der Formel 2 geworden. Ja. Hitzkopf, der wird sicher noch gutes Meme-Potenzial haben und die ein oder andere gute Radio-Nachrichten verschicken. Ja. Und Liam Lawson, ja, eben, er ist eigentlich schon über 2 Saison paar Rennen gefahren. Aber das wird jetzt seine erste komplette Saison und er nimmt den Platz neben Verstappen ein. Das wird sehr, sehr spannend sein zum sehen. Und ja, wir dürfen uns freuen. Am Sonntag geht es los in Australien, 5 Uhr morgens. Ich weiss noch nicht, ob ich es live schauen. Bro, du musst. Ich spekuliere auf ein gutes Real Life mit einem guten Brunch oder so oder einem guten Morgen. Ja, das kann man ja mittlerweile. Wenn einfach alle anderen Nachrichten ausschaltest, genau, dann einfach geht das. Ja, danke, dass du mich wieder auf den aktuellen Stand gebracht hast von der Formel 1. Ja, sicher cool, das wieder so ein bisschen spannender zu sehen. Dann, tust du das nächste Thema ansagen? Ja, der Schweizer Ruderverband steht in den Nachrichten. Und zwar für einen ist nicht positiv. Das kann man so sagen, ja. Auch schon länger nicht mehr gegeben. Ihr sind ja sehr, ich nehme dich ja da einfach dazu, weil es betrifft deinen Olympiazyklus. Ihr sind ja die letzten 3 Jahre extrem positiv aufgefallen.
was sportliche Resultate angeht. Jetzt ist aber ein Bericht rausgekommen bei CH Media, wo es darum geht, wie ist denn der Erfolg entstanden, beziehungsweise was ist hinter dem Erfolg gestanden. Und da geht es vor allem um sehr, sehr fragwürdige Methoden von eurem damaligen Headcoach Ian Wright. Ist auch schon ein paar Mal, glaube ich, in diesem Podcast vorgekommen. Das Thema ich weiss, ich kann mich wirklich nicht mehr an alle Storys erinnern, die ich da erzählt habe. Weil es ist so gewesen, ich habe das natürlich alles den Moski geschickt, oder? Weil dass wir da so ein bisschen auf der gleichen Linie sind. Und du hast dann gesagt, ja eben, hätten es voll reingelassen, dann würden sie das schon länger wissen. Also wir haben sicher immer... Und dann habe ich gesagt, wir sind sicher nicht so krass in die Tiefe gegangen. Nein, aber wir haben sicher peripher immer wieder mal über die Themen geredet. Also ja, es geht ja um verschiedenste Sachen. Es geht über psychische Manipulation, über Trainingsgestaltung und so weiter und so fort. Wenn ihr das im Detail wollt wissen, leset den Bericht. Ich glaube... Es gibt ja zwei. Es gibt einen Teil 1 ja mittlerweile und Teil 2. Genau. Ich glaube, das geht zu tief. Aber ich muss sagen, viele Sachen, die ich aus dem Bericht gelesen habe, habe ich das Gefühl gehabt, ja, das haben wir schon im Podcast besprochen. Unter anderem ja auch im Interview mit dem Andrin und dem Roman. Ja. Ist ja das auch wieder mal so peripher vorgekommen. Aber ja. Ja, also ich glaube, man kann sicher jetzt mal, oder wie wir jetzt das würden angehen, ist so, dass ich jetzt da nicht allzu fest in die Tiefe gehen und sagen, was ich jetzt für richtig oder falsch halte, sondern mehr einmal, also ich habe eigentlich Moski gesagt, ich wollte jetzt zuerst mal abwarten, was so ein bisschen passiert um den Schweizer Ruderverband, ob sich, ich meine, sie haben ja selber auch noch kein Statement dazu gegeben, ja, wir werden sicher zu einem anderen Zeitpunkt oder zu einem späteren Zeitpunkt das Thema nochmal aufgreifen. Was ich sicher dazu kann sagen, ist alles, was aus meiner Position stattgefunden hat. Also alles, was ich jetzt sage, ist eigentlich aus meiner Sicht. Und es gibt sicher auch Seiten, die ganz anders das Zeug wahrgenommen haben im Verband als ich. Ja, und aber ja, ich wollte einfach nicht ins Kreuzfeuer geraten. Ja. Das heisst, ja, ich werde mich gar nicht so fest aufs Eis rauslassen. Was ich einfach... Du uns doch das einfach einordnen aus deiner Sicht. Also, es gibt ja viele Aspekte, wo wir darüber reden können, wo du kannst sagen, wie es du empfunden hast. Eben, ich glaube, wichtig ist zu sagen, es ist deine Sicht. Es hat nichts in dem Sinne mit der objektiven Wahrheit zu tun. Ja. Es ist alles aus genau, also obwohl Sicht. Wir ja eigentlich wirklich ein Team waren, wo hure guten Zusammenhalt hatten und eigentlich wirklich intensiv miteinander gelebt haben, kommt es natürlich vor, dass man dann eben, vor allem in Situationen, wo es einem nicht so gut geht, dass man dann das halt doch nicht mitbekommt von der anderen Person. Und darum, ja, ist sicher so, dass ich nicht alles mitbekommen habe und vielleicht spüre ihr da auch ein bisschen raus, was ich so ein bisschen damit zeigen will. Also ich finde, für die den ersten Bericht gelesen haben, die wissen, von was ich rede. Ich glaube, dort ist vieles mal ans Licht gekommen, wo wirklich mal hat müssen, ja, irgendwo ein Ventil hat müssen geöffnet werden, oder? Und das sind eben so Zustände, ja, ich lese den Bericht, dann wisst ihr, von was ich rede. Ich wollte jetzt auch gar nicht darauf eingehen. Wir können vielleicht einfach oberflächlich schnell zusammenfassen. Also es geht eben darum, dass der Ian Wright niemandem vertraut hat, also dass er quasi einfach seine eigene Trainingsphilosophie durchgezogen hat, keine Acht gegeben hat auf eure individuellen Bedürfnisse, dass er euch nicht wertschätzt hat als Mensch, also dass er wirklich auch verbal ab und zu mal die Leute zur Sau gemacht hat, dass er die Leute eingeschüchtert hat, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssen trainieren, obwohl sie verletzt sind. Genau, also... Ja, das sind so eigentlich recht gut zusammengefasst, um was es im ersten Teil des Berichts geht. Und ja, ich glaube, dazu kann man nichts gross sagen. Das stimmt eigentlich im Großen und Ganzen so, wie es eigentlich geschrieben ist, muss ich sagen, ist okay. Aus meiner Position heraus habe ich auch gewisses von dem mitbekommen. Klar, ich bin immer eigentlich, mein Fokus war immer,
ich will so gut werden, wie es geht. Und mit der Zeit bin ich dann auch, habe ich gelernt, mit dem umzugehen. Mhm. Also ich habe gewusst, das darfst du jetzt nicht ernst nehmen, das musst du jetzt ignorieren. Und es hat immer ein bisschen Überwindung gebraucht und ein bisschen Zeit, bis sich das wieder gesetzt hat. Aber am Schluss, wenn ich jetzt zurückschaue, ich persönlich würde es nochmal genau so machen, weil es hat mich zu dem gebracht, wo ich am Schluss, wenn ich am Schluss war. Und klar, es hätte anders kommen können. Ich hätte in die Zweier reinkommen, wenn jetzt vielleicht ein anderer Trainer gewesen wäre. Aber grundsätzlich, was ich muss sagen, ist, der Ian ist primär so, wie er dargestellt wird. Mhm. Aber er hat auch positive Punkte, wie zum Beispiel, dass er fair ist. Also er hat erstens alle gleich behandelt und zweitens hat er am Erfolg alles untergeordnet. Das kannst du jetzt positiv oder negativ sehen, oder? Mhm. Also er hat wirklich wollen, dass wir gut sind, aber er hat dafür halt auch die Person selber dann ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Genau, und das ist ja so ein bisschen das, was jetzt so einen Schatten wirft auf die letzten 3 Jahre, blöd gesagt. Dass man einfach so ein bisschen weiss, okay, man hat extrem das Potenzial gehabt, man hat extrem viel von dem Potenzial ausgeschöpft in diesen 3 Jahren, aber auf Kosten von sehr vielen individuellen Athleten. Ja. Und ich glaube, etwas, wo du das extrem siehst und was wir auch schon viel besprochen haben, ich weiß auch nicht, ob wir das im Podcast auch schon angesprochen haben, aber wie viele Athleten für den aktuellen Zyklus verheizt worden sind durch das. Mhm. Also wie viele, wo locker noch, also nicht locker, aber wo nochmal 4 Jahre hätten können machen bis LA, aus dem System rausgefallen sind oder aufgehört haben wegen dem. Ja, also es ist sicher grundsätzlich eine Trainingsmethode vom Ian, die halt extrem viel kostet. Für das hast du aber auch, wenn du eben durchstehst, einen gewissen Erfolg in einer kurzen Zeit. Also wenn du schaust, wo das Team, jetzt das, was wir jetzt hatten in den letzten 3 Jahren, wo das vorher war und wo es jetzt in Paris war, Bro, ich hätte niemals gedacht, dass gewisse Leute von diesem Team an die Olympischen Spiele gehen. Niemals. Und was er mit denen geschafft hat oder gemacht hat, das ist eigentlich einfach mal auf einer Leistungsebene hure krass. Ja. Also das kann man mal festhalten. Wie es dazu gekommen ist, eben, das geht es in diesem Artikel, aber es ist auf jeden Fall eine Methode, die die Leute extrem verbraucht. Und ja, das ist so. Es haben jetzt ein paar aufgehört, die unter anderem sicher weitergemacht hätten, wo wenn es anders zu und her gegangen wäre. Was ich dazu auch noch muss sagen, ist lustig. Nämlich, dass mein Vater hat ja auch eine Aussage gemacht im Bericht und dort ist gestanden, dass ich dann eigentlich sozusagen wegen dem System aufgehört habe. Und da muss ich dann sagen, das ist jetzt auch wieder ein bisschen von den Medien richtig, die Sätze sind in der Chronologie schön aneinandergereiht worden, dass es dann so aussieht, als hätte ich wegen dem System aufgehört. Also es ist nicht unbedingt der Fall. Klar, es hat auch ein bisschen an mir genagt, es hat auch an meiner Freude ein bisschen genagt, aber das war nicht der primäre Grund gewesen, wieso ich dann mit dem Rudern aufgehört habe. Also dort muss ich auch sagen, die Medien haben es natürlich, wie sie es halt machen, aufgezogen. Sie müssen ja eine Story verkaufen. Vor allem im zweiten Teil, oder? Weil der erste Teil ist eigentlich relativ akkurat. Der erste Teil finde ich, okay, wenn es raus muss, dann muss es raus. Beim zweiten Teil, muss ich sagen, hat es dann schon ein paar Sachen drin, ja, wo schon sehr ein bisschen aufgeputscht sind. Wo ich muss sagen, okay, das ist jetzt nicht ganz so, wie ich das Gefühl habe. Aber das ist halt auch einfach, weil die sind da auf Gold gestoßen. Die haben da... Ja, logisch. Die haben so eine Resonanz gehabt nach dem ersten Teil, dass sie gesagt haben, okay, jetzt müssen wir nochmal nachbretschen, jetzt können wir die Story richtig aus. Logisch. Und weißt, ich wollte auch nicht so tun, als wäre das nicht wichtig. Es ist extrem wichtig. Es ist hure wichtig, dass die Leute, wo sich wirklich absolut benachteiligt gefühlt haben und wo hure gelitten haben unter dem System, dass die eine Stimme bekommen. Das ist hure wichtig. Für mich jetzt einfach am Schluss ist vielleicht so ein bisschen
Person Christian Stoffer, aus meiner Sicht hat er immer alles versucht, um den Athleten das beste Leben zu ermöglichen. Genau, weil man muss ja schnell Kontext geben. Er wird quasi als, blöd gesagt, der Schutzherr von Ian Wright gesehen. Also der sich hinter ihn gestellt hat und wo quasi seine Methoden billigt hat oder verteidigt hat, euch gegenüber oder im Verband innen. Ja. Eben, da kannst du jetzt ein bisschen mehr dazu sagen. Also aus meiner Sicht, und ich glaube, da bin ich jetzt eben genau in einem Lager, in dem Lager, wo so ein bisschen eine positivere Sicht hat auf den Christian Stoffer. Es kann auch durchaus sein, dass ich halt einfach zu der Gruppe gehört habe, die er vielleicht ein bisschen bevorzugt hat. Aus welchen Gründen auch immer, das weiß ich nicht. Oder ob es so war, aber es wird ja auch in dem Bericht gesagt, dass gewisse Leute von ihm bevorteiligt worden sind. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich bin nicht extrem benachteiligt worden von ihm. Und ich finde es logisch, er trägt Mitschuld, absolut klar. Weil wenn du so oft Meldungen bekommst von internen Teammitgliedern, dass es so Zustände gibt, dann musst du reagieren als Verbandsdirektor. Aber ich finde, es ist nicht ganz akkurat, dass er auf der gleichen Linie wie der Ian dargestellt wird, jetzt in diesem Bericht. Jetzt muss er es ausbügeln, der Ian ist weg. Der Ian ist bei den Chinesen. Dann kann er seine Methode einfach durchziehen, das ist dort egal. kann er Da gibt es genug Brennholz, dort wird das auch nicht hinterfragt. Genau. Und beim Stoffer muss ich sagen, ja, ist sicher fair, dass man ihn in die Verantwortung nimmt. Aber ich finde es ein bisschen unfair, wie er dargestellt wird auf einer Seite oder auf einer Linie wie der Ian, weil er ist menschlich sicher anders. Er ist vielleicht, was kommunikativ und so angeht, mitverantwortlich, aber von mir aus gesehen, und das ist jetzt meine persönliche Ansicht, menschlich ist er auf keinen Fall auf dieser Ebene wie Ian und darum, ja, das muss ich auch noch dazu sagen. Ja, ich könnte jetzt noch so lange darüber diskutieren. Grundsätzlich, wie gesagt, wichtig, dass es ans Licht kommt. Es ist wichtig für den Schweizer Rudersport, dass das einmal vielleicht jetzt mit einem Knall an die Öffentlichkeit kommt. Ich persönlich habe es sicher nicht so extrem wahrgenommen, wie es jetzt dargestellt wird. Ich habe auch gelitten, also das kann ich sagen. Ich habe auch Tage gehabt, wo ich das Gefühl hatte, Bruder, Alter, was ist jetzt da los? Oder? Und für mich war es so, ich habe mein Ziel, ich will an die Olympischen Spiele. Ich sehe keinen anderen Weg, wie ich jetzt das Ziel erreichen könnte. Also ich habe ein paar Mal überlegt, soll ich jetzt auch ein Privatprojekt aufmachen? Habe ich gedacht, ey Bro, nein, du verschwendest viel zu viel Energie, wenn jetzt all das nebendran aufbauen willst. Jetzt musst du einfach kurz halt da durch. Du hast ein ganzes Team und man muss auch sagen, das Ganze hat uns ja als Team auch wirklich zusammengeschweißt. Ja, wir sind zusammen im Graben gewesen. Ja, das wird jetzt da so geschrieben, aber ja, es hat uns auf jeden Fall zusammengeschweißt, was logisch, es ist auch positiv gewesen und es hat eben jetzt in dem Bericht hast du einfach das Gefühl, jeder Tag war ultra scheiße in Sarne. Es hat viele schlimme Tage gegeben, ja, aber es ist nicht jeden Tag, vielleicht für mich, vielleicht für andere ist es anders gewesen, aber für mich persönlich ist es nicht jeden Tag die Hölle gewesen. Und ja, ich glaube, schlussendlich bin ich jetzt auch einfach einer, der jetzt mal wartet und schaut, was passiert, weil ich bin erstens nicht mehr dabei, ich kann nichts sagen, ich will auch gar nicht da irgendjemanden in Schutz nehmen oder irgendjemanden vor den Bus rühren, sondern ja, ich persönlich habe einerseits meine Sicht und die Sicht für den Schweizer Rudersport. Für den Schweizer Rudersport ist halt sehr schade, weil jetzt das Recht im Dreck herumgezogen wird. Eben, man muss auch sagen, in den letzten 10 Jahren ist auch vieles sehr gut gelaufen. Und ja, jetzt bin ich ehrlich gesagt auch gespannt, was denn das Statement wird sein vom Verband selber. Weil ich hoffe, die werden noch auch ein bisschen eine Position einnehmen. Und ja, nicht, also das erste Statement war ja ein bisschen schwach gewesen. Also das erste Statement, ja, das war mehr einfach so ein bisschen eine Kurzreaktion. Das ist wirklich Panic Reaction in a nutshell. Also, ja, aber das ist so normal. Das musst du halt am Anfang machen, dass du etwas geschrieben hast. Ja, aber es sagt nichts aus. Es ist absolut nichts aussagen. Nein, das kann jeder schreiben. Das schreibt der ChatGPT. Ja. Also das Ding ist, der Schweizer Ruderverband feiert ja Premiere
Sie sind die Ersten, die Massnahmen auferlegt bekommen haben, direkt von Swiss Sports Integrity. Das musst du auch zuerst mal schaffen. Aber ja, ich glaube, wenn wir etwas Positives aus dem ziehen wollen, aus dieser tragischen Situation, dann, dass es einen Präzedenzfall setzt, wo hoffentlich jetzt nicht nur im Rudern, sondern auch über die anderen Sportarten, weil ich bin sicher, in anderen Sportarten läuft das genau gleich, mit den genau gleichen Methoden, mit den genau gleichen oder sehr ähnlichen Leuten, die da am Werk sind, dass man da halt kann aufzeigen, was die Marschrichtung ist und wie gesunder Leistungssport funktioniert. Weil, ja. Ja, das ist immer die Frage. Eben, überall, wo es halt so ein Machtvakuum gibt, sei es jetzt im Sport oder im Spitzensport oder auch jetzt zum Beispiel irgendwo an einer Universität. Ich meine, hast du auch mal schon mal von der ETH gehört, die Physikprofessorin, die ja genau das Gleiche gemacht hat mit ihrer Doktorandin. Psychischer Druck, ja, das ist auch, kann überall dort passieren, wo die Leute ein krasses Ziel erreichen wollen. Und sie haben einfach eine Person, die extrem viel Macht hat, die entscheidet, ob sie das erreichen oder nicht. Und ich glaube, überall dort kann es so Situationen geben. Ja, beim Rudern ist es jetzt sicher halt noch so, dass man ein bisschen wachsamer ist. Einerseits, weil Swiss Sports Integrity jetzt ja, vor ein paar Jahren gegründet worden ist und weil man eben die Missstände auch bei den Kunstturnerinnen aufgedeckt hat. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Im Moment halten wir es einfach mal im Auge. Wir behalten es im Auge und wie gesagt, es gibt unterschiedliche Ansichten. Ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Wir werden sehen, was passiert. Aber André, ich schlage vor, bevor wir fertig machen, gehen wir noch zu etwas Schönem. Wir haben noch etwas zum Nachholen von der letzten Folge. Wir müssen ja unsere Bucketlist noch komplettieren. Und zwar jetzt von Rang 5 bis 1. Und darum würde ich sagen, gehen wir über und erzähl uns doch. Das ist jetzt ein harter Cut. Das ist ein richtig harter Cut. Aber wir haben raus müssen aus dem Thema. Danke, darum sind wir ja das Zweite. Genau. Ja, nein, du sagst es richtig. Wir sind letztes Mal stehen geblieben, vielleicht als ganz kurze Zusammenfassung. Unsere Top 10 Sportveranstaltungen auf unserer Bucketlist. Und was bei mir schon gekommen ist Top 10 Surf Challenge in Nazaré. Weltmeisterschaft Rudern auf dem Rotsee 2027. Die Rudern Olympische Spiele, wo ich ja offensichtlich in Realität auch noch nie war. Der America's Cup beim Segeln und 44 West, wo bei der Atlantic Challenge gewinnt und den Weltrekord holt. Und genau. Bei dir? Bei mir jetzt auch ein bisschen Rudern. Das Boat Race ist auf 10. Nachher geht es weiter mit American Football. Ein College-Spiel auf dem Platz 9. Dann Motorsport. Rallye Monte Carlo auf 8. Auf dem Indy 500 auf dem 7 und 24 Stunden von Le Mans auf dem 5. Nein, auf dem 6, sorry. Ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir zu der Top 5, die noch übrig ist. Und ja, André, du hast gesagt, Fußball Champions League. Yes, weil ich bin zwar nicht der grösste Fußballfan, aber wenn ich Fußball schaue, dann ist es Champions League oder EM oder WM. Mhm. Und ja, ich meine, da bist du auch ein Casual, ne? Ja, aber es ist so. Auf jeden Fall haben wir schon recht viele geile Momente gehabt, zusammen beim Champions League schauen und das halt mal in echt zu sehen, das wäre schon sehr nice. Und wärst wahrscheinlich auch in einer geilen europäischen Stadt und darum könntest du es verbinden. Und ja, das ist mein Nummer 5 auf der Liste. Ja, es gibt nichts Schöneres als die Champions League-Hymne. Ist einfach... Ja, die ist goated. Die kannst du kaum toppen, ja. Genau. Bei dir? Bei mir wäre momentan aktuell, beziehungsweise könnte man sogar machen, den Frühling, Flandern-Rundfahrt oder Paris-Roubaix. Ich würde gerne mal so einen Frühjahrsklassiker schauen. Sehr nice. Die Velo-WM in Zürich ist ein guter Vorgeschmack gewesen, aber ich glaube, dort geht es nochmal ganz anders zu und her. Also das ist sicher so, ja. Und ich habe ein paar Kollegen in Belgien, die auch schon gesagt haben, komm doch mal schauen. Vielleicht müsste das Jahr einfach ein bisschen spontan sein und gehen. Mhm. Aber ja, was nicht dieses Jahr passiert, kann auch nächstes Jahr noch passieren. Und das können wir uns ja vielleicht mal einrichten. Das wäre eigentlich noch ein geiler Ausflug. Ja. Genau, mein Nummer 4, und das ist, jetzt wird es immer besser, ja, ein Eishockey-Spiel in der NHL.
Ja. Ich weiss nicht, das hast du auch noch... Das habe ich noch nie Das gesehen. hast du noch nein. nie gesehen, stimmt. Endlich etwas, was du Aber noch ich nie stelle gesehen mir hast. das irgendwie... Stellst du dir nicht so geil vor? Einfach so ohne Fans, meinst Ja, also das Stadion ist ja voll und das Stadion ist ja Ja. riesig. Aber es hat ja nicht wirklich so eine Fankultur. du? Das stimmt, ja. Und dann ist das Spiel gerade nur noch halb so wertig. Aber klar, die Qualität des Spiels wäre natürlich ganz etwas Ja, einfach die anderes. Stars zu sehen, Ja, die grossen Stadien. die Show, das Genau. Amerikanische. Ja, voll. Ja, voll, sehe ich. Genau. Dann ja, zu Team Nummer 4. Wir können nicht weiter weg sein von amerikanischem Sport. Das Derby Ja, schon zwischen ziemlich. Roter Stern und Partizan Belgrad im Basketball. Ja, also du gehst da in die tiefe Balkan rein. Ich bin per Zufall mal in Belgrad gsi, wo das stattgefunden hat. Ja, ein Und riesen Ding, meinst also, ich habe glaube noch nie so viel Polizei gesehen in meinem Leben. du? Gut, Noch also nie ich so meine, viele wenn Kastenwagen, noch nie so viele Böller, noch nie so viele Pyros. ich glaube ja, Roter Stern Belgrad sind etwa die wahrscheinlich krassesten Fans in Europa. Im Basketball jetzt? Oder meinst auch du generell? überall. Also Fußball Roter auch? Stern Belgrad ist ja auch so wie GC oder... Genau. Also die haben alle Sektionen. Ja, sei die es haben jetzt- ja auch Ultras beim Wasserball. Also, das ist ja Alter. ultra krank. Ja, ultra krank. Nice. Ja, Ja. aber sehr nice. Zu meinem Nummer 3, ja, das ist jetzt gerade ein bisschen amerikanisch lastig. Die grösste Show von der Welt, Super Bowl. Ja. Dort würde ich primär wegen der Halftime-Show gehen, weil das ist eigentlich das Einzige, was ich dann im Nachhinein nochmal wirklich nachschaue. So die amerikanischen Superstars zu sehen, aber safe auch vom Spiel her. Und das wäre so etwas wie bei deinem IndyCar oder NASCAR. Wenn du einfach so mit einem fetten Gocki dort hockst, irgendeinen fetten Burger, gönnst dir alle Powerbreaks, holst irgendwie Popcorn, ein Glace, da würde ich mich sehen, ja. Ja, musst tief in die Tasche greifen. Ich glaube, unter $2000 pro Ticket kommst du dort gar nicht an. Krass. Aber ja, dann zahlst du das Konzert eben auch noch dazu. ja, ich glaube, das müsste man einfach mal einig gemacht haben. Ja, ist ein Ist aber geil. guter Shout, ja. Dann deine Top 3, wie fängt die an? Weltcup Adelboden. Da bin ich jetzt Alter, richtig das schweizerisch Altes. unterwegs. Das konkrete Gegenteil vom Super Bowl. Ja, kann man sagen. Es ist blöd gesagt, auch vielleicht der Schweizer Super Bowl. Gibt es überhaupt einen Schweizer Super Bowl? Schwingfest, ESAF. SAF ist wahrscheinlich der Schweizer Super Bowl, ja. Aber ja, geil, ich hätte einfach Bock, dort zu sein und dich hat das das Skifahren ein das bisschen Kunisbergli, reingenommen, das hat einfach etwas, wir sind ja mal im Skilager, du bist nicht gewesen, gell? Wo Ich wir mal glaub mit dem nicht. klassischen Skilager Nein, sind. nein, nein. Und dort einfach mal runtergefahren und gesehen, wie steil das eigentlich wirklich ist. Und es ist einfach, ich glaube, von der Stimmung her eines der besten Rennen, die man kann sehen kann. Und ich Geil. hätte Bock auf Riesenslalom. Geil. Dann, wie geht Ja, es weiter bei dir? mein Nummer 2 ist tatsächlich der Schweizer Super Bowl, und zwar das ESAF. Und ich glaube, der Grossteil, wieso ich unbedingt schauen will, ist einfach, weil er mir damals, wo es im Zug war, so verdammt geile Storys erzählt haben. Also es ist wirklich, ich bin ja weg gewesen. Ich glaube, ich bin irgendwo an einer WM gewesen. WM hast du gehabt, ja. Habe natürlich nicht können, mitgehen, und ihr haben mir einfach Storys erzählt vom Ausgang, vom Schauen, von ganz Zug, der überflutet war, von Leuten, dem Ausnahmezustand. Also das würde ich doch auch mal nochmal gerne erleben. Ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist das geilste Wochenende, das die Stadt und der Kanton Zug je erlebt haben. Alter, jetzt gehst du aber weit, ja. Ja, aber sorry, aber das ist wirklich purer Ausnahmezustand gewesen. Und es ist so geil gewesen, es ist so friedlich gewesen, alle sind gut gelaunt gewesen. Es ist einfach immer fest Zeltstimmung gewesen. Ja. Richtig urchig. Und ja, ich habe ja mich damals noch reingeschmuggelt beim Schlussgang. Ah, das stimmt. Und das ist ja sehr. Also ich mag mich so wirklich erinnern, wo der Stucki den Wiki auf den Rücken gelegt hat und das ganze Stadion hat gejohlt. Krass. 50'000 Leute. Das ist vor allem krass, ja. In Also einer die- mobilen Arena. Eben die Dimension von dem Stadion, das ist Ja, heftig. etwas ganz Eigenes, ja. Dann zu deinem zweiten ist auch ganz heftig. Ja, Und es geht um... Klassiker zwischen Real und Barca. Ich habe ja Heftig, das ist Real schon ein paar Mal gesehen. Ja. Ich glaube aber, so ein Klassiker, das wäre nochmal so die Spitze von dem Ganzen.
Ja. Ich glaube, das ist ja auch so, eben darum ist sie auf der Bucketlist so etwas, das musst du einfach einiges gemacht haben. Was wäre geiler, der Classico in der Liga oder der Classico in der Champions League? Boah! Kommt darauf an, wie es in der Liga läuft, aber... Stell dir, oder was, sagen wir, es geht um also Champions League Final, Also was es ja auch schon gegeben hat. Nein, hat es eben nicht gegeben, Klassiker. Ist das Halbfinale? Halbfinale ist das gewesen. Fuck, ja, und das ist ja damals... Ja, das das ist die Spiel 92. Minute gewesen. Ist das gewesen? Nein, du bist das am Verwechseln mit dem Atletico-Spiel. Ah, stimmt, ja, sorry. Aber es hat mal gegeben, Genau. Halbfinale, damals, wo der Klassiker halt wirklich noch so das Spiel war, wo... Ja. Also der Strassenfeger. Ich glaube, wenn es das Jahr könnte es von der Aufteilung vom Tableau in der Champions League sogar sein, dass sie im Finale könnten aufeinandertreffen. Okay. Aber geil, ja. Ich glaub, Zahlst das- wahrscheinlich auch dumm und dämlich. Dort, also ich glaube, für unter 500-600 Stutz kommst du kein Billett. Mhm. Bei einem Ligaspiel, ich wollte nicht wissen, was das in einem Champions League Finale würde kosten. Krass. Also mein Bruder hat letztes Jahr gegen Dortmund Tickets angeboten bekommen für einen Tausiger. Ja. Und das sind, er hat gesagt, das ist mit Abstand das günstigste, gewesen, was er bekommen hätte. Dann wollte ich mir nicht vorstellen, was das würde kosten. Das stimmt. Jetzt sind wir wahrscheinlich bei Super Bowl-Niveau. Heftig. Dann, Dann, Nummer Nummer 1. 1. Ich muss sagen, du hast mich jetzt auch ein bisschen schmackhaft gemacht mit deinem Fußballzeug, aber ich bleibe bei meinem Nummer 1 und das wäre ein richtig geiler Leichtathletikabend an den Olympischen Spielen. Weißt Ich würde sogar noch einen Schippe drauflegen. Es müsste wahrscheinlich der Abend sein vom 100 Meter Männerfinal. ja, das wär schon sehr nice. Wobei ich auch sehr gerne würde den Mondo Duplantis sehen. Das ist natürlich so. Weil der fasziniert mich einfach. Aber ja, Der ist ja jetzt Sänger. ja, er hat ein ein Lied rausgebracht, das habe ich gesehen, Alter. Es ist so, ja, Was ein ist paar... das mit diesen Leichtathleten und Musik machen? Der Ding hat es auch versucht, Noah Lyles. Aber ja. Noah Lyles ist übrigens eigentlich noch okay. Also das Lied. Ja, das vom Duplantis auch. Ja, also das von Duplantis habe ich jetzt noch nicht ganz gelassen. Ich habe es nur auf Insta gesehen. Ja. Ja, aber lustig, die zwei. Aber ja, Leichtathletik. Leichtathletik an den Olympischen Spielen ist auch so etwas, wo du das kannst gemütlich machen kannst. Es hat geile Atmosphäre, du siehst alles auf einmal. Es ist meistens nicht so extrem heiß. Ja. Und eben Leichtathletik halt für mich auch die olympische Sportart. Ich stelle mir immer noch so Griechen vor, wie sie viel Blut da ihre Diskus werfen. Ja. Ja. Bei dir etwas, Sehe ich. wo nicht vielen Leuten etwas wird sagen. Ja. Also denen, die für Fußball sich interessieren, natürlich. Erzähl mal. Nummer 1 auf meiner Liste ist etwas auf dem südamerikanischen Kontinent. Es geht um Boca Juniors gegen River Plate. Das Derby in Buenos Aires. Du wolltest einfach als Bandenmitglied Mitglied enden. enden. Ja, also es ist ja wirklich so, dass die keine Auswärtsfans haben. Ja. Also die dürfen keine Auswärtsfans ins Stadion nehmen, weil das so extrem ausartet. Es ist ja auch so weit gekommen, mal vor Dass ein paar der Schiri Jahren... geköpft wurde. Nein, das das war in das Brasilien. Gewesen. Ah. Nein, die haben ja mal vor ein paar Jahren Libertadores-Final gespielt. Das ist das Äquivalent von der Champions League in Südamerika. Und dann ist das ja so ausgeartet, dass sie das abgebrochen haben und dann haben sie das Finale in Madrid müssen spielen. Ach, ja, heftig. Und da sind irgendwie mehrere 100'000 Argentinier in Madrid gewesen. Also das ist eigentlich wie so einfach das Problem verlagern. Aber ja, für mich das wahrscheinlich geilste Derby, was es gibt. Ja. Und ich glaube, in keinem Stadion auf der Welt wirst du so gute Stimmung erleben wie der Bombonera bei den Boca Juniors. Das ist das legendäre Stadion, das aussieht, als würdest du jetzt gerade auseinandergehen, wo du siehst, wie es vibriert, wenn die Leute singen und kumpen. Und ja, ich hoffe, ich schaffe es irgendwann einmal in meinem Leben, das Stadion live zu sehen. Und wenn es das Spiel sein könnte, umso besser. Geil, Alter. Ja! Gebt uns doch Bescheid, wie euch die Rubrik gefallen hat, ob wir das wieder mal machen sollen, ob wir das vielleicht auf andere Themen ausweiten sollen. Uns hat es, glaube ich, mega Spass gemacht. Ja, ist ein geiles Thema. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, was der Plan ist für die nächsten Jahre. Und in dem Sinn, für diesen Abend haben wir keinen Plan mehr, außer die Folge abzuschliessen. Wir hoffen, dass ihr immer noch dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst den Podcast nicht zu abonnieren. Das könnt ihr auf Apple Podcast und auf Spotify.
Und wir versuchen jede Woche das Beste aus der Welt vom Sport für euch zu planen, zu zeigen, wie auch immer. Genau, und wie ich letzte Woche schon gesagt habe, viele von euch da draußen hören uns regelmäßig, aber sind noch nicht abonniert. Letzte Woche sind es noch 75 gewesen, jetzt sind es 74%, also ein bisschen was hat es genutzt. Geil. Ja, also falls euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr doch liebend gerne abonnieren. Uns hilft das mega mit dem Algorithmus. Und ja, es gibt uns auch die Chance zu wachsen und immer bessere Gäste einzuladen, was wiederum euch zu gut kommt. Und von dem her, ja, folgt uns doch einfach. Und folgt uns nicht nur auf Spotify oder auf Apple Podcasts, folgt uns auch auf Instagram, da findet ihr uns unter Vollinen_Podcast. Und wenn der Podcast euch gefallen hat, dann teilt ihn doch mit euren Liebsten. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und wir hören uns nächste Woche. Tschüss zusammen. Ciao.